Das Gesetz klingt auf den ersten Blick administrativ, aber Wirklichkeit geht um die Qualität von unserer Kulturpolitik. Treffen wir Entscheidungen auf Basis von soliden Daten, also Evidence-Based, wie man das so schön nennen, oder auf Basis von Meinungen. Und vor allem, wie liefert es Daten? Mit welcher Unabhängigkeit und mit welchen Grenzen? Ein Observatoire kann Transparenz schaffen oder kann dazu dienen, die bestehende Politik bequem zu bestätigen. Da der sieht ganz klar, Transparenz, Kontrolle und klare Grenzen sind den A und O. Da der stimmt für dieses Gesetzesprojekt, weil eine zuverlässige Staatengrundlage am Prinzip hilfreich kann sein, besonders in einem Bereich, wo das mit anderen echt wie mit Fakten geschafft wird. Mit Zustimmung von der ADR ist kein Blankoscheck. Wir stehen dem Gesetzesprojekt kritisch gegenüber, weil in wichtigen Punkten politisch sensibel ist. Die Unabhängigkeit von der Kultur, das muss in Daten, Gouvernance und den konkreten Nutzen, den dabei herauskommen muss, beziehungsweise effektiv herauskommt. Wir brauchen Fakten, ja, aber ohne politische Filter. Das Gesetz sieht eine funktionelle Unabhängigkeit vom Observatoire 4, was Methoden und Konklusionen angeht. Das ist richtig und wichtig. Trotzdem bleibt die politische Frage, wie glaubwürdig ist das Unabhängigkeit in der Praxis, wenn Strukturen an ministerialer Autorität steht und der Koordinateur vom Minister designiert wird. Genau da werden mit dem Sätzen und Auswerten vom Gesetz ganz genau am Arbeit halten. Unabhängigkeit ist kein Dekorationssatz. Sie muss sich an den Prozeduren, an der Transparenz und an den Responsabilitäten weisen. Zuchtdaten, die erhoben gehen, muss präzisiert gehen. Auch den Avis von der Chambre de Commerce, den am Prinzip positiv gehalten ist, kritisiert, dass im Gesetz nicht wirklich konkret steht, wie eine Zuchtdaten gesammelt soll gehen. Wenn das wegbleibt, riskieren wir zwei Probleme zu schaffen: unnützen administrativen Aufwand und Misstrauen bei den Kulturakteuren. Für die ADR ist auch weiterhin Datenschutz wichtig. Daten sollen nicht mehr gesammelt gehen, wenn das klar begründet, zweckgebunden und verhältnismäßig ist. Wenn wir schon müssen, dann müssen wir auch die Lebensrealität der Kulturakteure berücksichtigen. Und mit der Meinung sind wir nicht allein, wie wir gerade hören. Die Chambre des Salariés fordert ausdrücklich, dass auch die Arbeitskonditionen der konzernierten Leute Teil der Etude sollen sein. Das unterstützen wir. Kulturpolitik darf nicht nur zählen über die Institutionen und das, was kulturell angeboten wird, erheben. Sie muss auch die Situation von denen im Blick haben, die Kultur überhaupt ermöglichen. Vom Einkommen über Arbeitskonditionen bis hin zur Stabilität von der Beschäftigung. Budgetneutral heißt, Resultate müssen transparenter und kontrollierbar sein. Die Regierung schwatzt von Budgetneutralität durch interne Umorganisation. Dadurch erwartet sich der im Sommer ein klares Plus-Value. Verständliche Publikationen, nachvollziehbare Indikatoren und Jahresrapport, die nicht am Regal verschwinden, mit politischen Konsequenzen möglich macht. Als ADR fordern wir auch, dass nicht nur der materielle Volet von der Kultur berücksichtigt wird, also das, was Tag für Tag produziert wird, aber auch den immateriellen Volet. Werte, Traditionen, Spruch, geistige Leistungen, Denker, Lebensweisen von unserer Gesellschaft. Madame Schoß, wo sie gesagt hat, dass da ihr wünschen, dass ein Observatoire auch dann erheben, was Traditionen, Bereiche, Spruch angeht. Auch da sind verschiedene Ideen an der Macht, vom auch den Patrimoine immateriell über die nächsten Jahre weiter will stärken, sodass ich auch da kann an der Zukunft mehr dazu sagen. Das Observatoire, wie übrigens alle Observatoires, die wir hier im Land haben, soll ein technisches Instrument sein, für solide Daten zu erheben und ob das sich Politiker bei ihren Decisionen steipen können. Wenn Daten, Indikatoren und Evaluierungen eine politische Wirkung erzielen sollen, da brauchen wir klare Spielregeln, für das Analysen am Endeffekt keine politische Steuerung von Nationen deren entsteht. Daher dreht das Gesetzesprojekt mit, weil wir mehr Transparenz und eine bessere Grundlage für politische Entscheidungen im kulturellen Sektor wollen. Wir knappen darunter auch klare Erwartungen. Erstens, die Unabhängigkeit vom Observatoire muss an der Praxis überprüfbar sein, durch Transparenz bei den Methoden und durch öffentliche Publikationen. Zweitens, das Sammeln von Daten braucht klare Grenzen, Transparenz, Unabhängigkeit und Präzision.
Was wir nicht brauchen, ist ein unkontrollierten regierungsgesteuertes Sammelsurium und Donnerien. Drittens, der Nutzen muss messbar sein. Ein Jahresrapport, der Konsequenzen möglich macht und nicht nur per Bayer produziert. Wenn diese Konditionen seriös geholt gehen, kann das ein Observatoire plus sein. Wenn nicht, dann gibt es noch ein Beispiel dafür, wie gut gemeinte Projekte sich an Bürokratie und politischer Unklarheit verlieren. Ich sage nicht merci.